ich habe wieder Brille an. Das bedeutet, heute geht es auch wieder um ein intellektuelles Thema. Was ich heute gerne mit euch teilen würde, sind die 2 Sachen, die ich bereue im Leben. Ciao zusammen, Ronja hier. Das Intro habe ich auch vor 3 Wochen gemacht, als ich mit Skimobil im Süden war. Ich bin nicht dazugekommen bis jetzt, aber heute ist der Tag. Zuerst muss ich jetzt noch einen Kaffee haben. Oh, die Sonne ist blendend. Jetzt hier nie. Das Erste, was ich extrem bereue, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Am liebsten vor der Lehre, in der 8. und 9. Klasse, das war der beste Zeitpunkt gewesen. Das ist der sogenannte Kolbe-Test. Was ist der Kolbe-Test? Er zeigt uns eigentlich auf, wo unsere Talente liegen. Und wieso ist das so extrem wichtig? Wenn wir erzogen werden durch unsere Eltern, dann kommt die Schule und dann kommt die Lehre oben drauf und dann unsere ganze Lebenserfahrung, das speichert sich alles im Kopf ab. Man sollte vielleicht von der Dramaturgie reinzoomen. Und wenn der Kopf und das Herz nicht mehr auf einer Linie sind, dann wir brauchen am wenigsten Energie, wenn das Herz und der Kopf auf einer Linie reagieren kann. Wenn das, was wir im Alltag machen, unserem Herz entspricht, dann fällt uns einfach alles ringer. Als ich die Testauswertung nachher durchgelesen habe, ist es mir wie Schuppen vor die Augen gefallen. Der Kolbe-Test gibt euch über verschiedene Lebensbereiche Antworten, was euch am ringsten fallen würde. Ich gebe euch einfach ein Beispiel. Das ist die letzte Säule hier. Und das zeigt euch, ob ihr eher der Handwerker seid oder eher der visuell denken. Jetzt, wenn ihr jemand seid, der vom Talent her mit den Händen arbeiten müsste, aber durch die Lehre und die Ausbildung und nachher durch das Berufsleben irgendwo im Büro landet, dann ist nachher kein Wunder, dass ihr euch am Abend ausgesucht fühlt oder insgesamt unerfüllt. Es wird euch so viel klarer, wieso dass euch gewisse Sachen fallen und wieso dass ihr bei gewissen Sachen euch aufregt und euch abmüht und es verdammt Gemurks ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt die Erkenntnis, was euch am wenigsten Energie braucht und was am ringsten geht. Und dann könnt ihr dann entscheiden, wenn ihr ein Angebot habt. Mache ich es oder mache ich es nicht. Und wenn ich die Erkenntnis schon früher hatte, ich glaube, da wäre ich in manche Sackgassen nicht eingebogen. Wir tun jetzt das selber anwenden. Mein Resultat ist 8841, könnt ihr aber wieder vergessen. Was das konkret bedeutet, ist Folgendes. Ich blühe auf, wenn ich in einem Team arbeiten kann. Ich bin Ernährungsberater, viele wissen es. Und das ist aber ein Job, den man allein macht. Oder natürlich nicht mit dem Kunden reden, aber da bin ich nicht in einem Team drin, das kommt mir nicht so entgegen. Ich würde lieber im Voraus bei der Analyse meine Ideen und meine Erkenntnisse mit Arbeitskollegen teilen, das ging mir viel ringer. Das ist jetzt also etwas, was mir nicht so entgegenkommt. Und bei mir wirkt sich das so aus, dass ich dann am Abend heimkomme, so nach einem Tag Ernährungsberatung und ziemlich ausgesucht bin. Ich mache das gerne, das Fakt. Helfen ist etwas, was Spass macht, aber schlussendlich am Abend bin ich aber ziemlich auf dem Hund. So, da hat jetzt halt einfach mehr oder weniger mehr zulassen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig gewesen. Aber wir werden dann schon wieder andere Episoden machen, wo ein bisschen mehr läuft. Aber es ist mir am Herzen gelegen, es ist etwas, das habe ich vor 4 Jahren entdeckt und seitdem extrem viel geholfen hat. Und ich habe das Gefühl, wenn von euch jemand draussen ist, der vielleicht auch ein bisschen Unzufriedenheit verspürt oder nicht so recht weiss, was eigentlich seine Lebensaufgabe ist, ich habe das Gefühl, macht mal so einen Kolbe-Test und in Zukunft werden da gewisse Entscheidungen viel einfacher fallen. Der Kolbe-Test gibt es auf www.kolbe.com. Ich tue es hier einblenden. Kostet gar nicht so viel, ich glaube $30–40, es sind 36 Fragen und es gibt euch eine 13-seitige Auswertung. So, jetzt wollte ich aber selber noch etwas machen. Ich glaube, ich gehe auf das Velo. Paul von Civerola hat es richtig gesagt. Ich sollte wieder mal ein bisschen mehr jumpen. Und ich kann morgen wieder surfen. Und dann reden wir doch über das Zweite, das ich bereue. Machen wir ja morgen. Ja, also, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss zusammen.
Übrigens ist mir noch wichtig zu sagen, dass ich in keiner Art und Weise verbandelt bin mit Kolbi, aber ich finde es einfach ganz eine gute Sache.